Sexy Pfifferlinge, Creme fraiche. Einfach hoch. Hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal und herzlich willkommen zu mir zur One Pot Pasta Week. Ja, die One Pot Pasta, ein Phänomen von Amerika, aber eigentlich ist es nicht ein Phänomen von Amerika, es heisst einfach ein Topf und nicht mehr. Und heute machen wir als erstes ein Gericht, das wirklich wunderbar herbstlich ist und so ein bisschen zu mir passt, weil ich habe ja erstens extrem gerne Teigwaren und extrem gerne Speck. Und er wird sogar noch ein bisschen herbstlich, 2 verschiedene Pilze. Und jetzt machen wir so eine wunderbare One-Pot-Pasta. Wir brauchen einen Topf. Ich habe Champignons, sexy Pfifferlinge, Schalotten und Knoblauch, Creme fraiche, frisch geriebenen Parmesan. Dann braucht es natürlich Kräuter. Dann habe ich 2 Thymian, Rosmarin und eines meiner absoluten Favorite-Kräuter, Salbei. Salbei ist einfach etwas, das ich so liebe. Und eigentlich in so wenig Gericht vorkommt, ist es so schade eigentlich. Ich habe alles auch da drin, die nehme ich aber am Schluss wieder raus. Wunderbare, wunderschöne Pasta. Und für den Geschmack nehme ich noch ein bisschen Bouillon von 0,0. Eine super coole Bouillon, die wirklich keine Zusatzstoffe drin hat, wirklich eigentlich nur aus Gemüse, Kräutern und Salz besteht. Und ganz cool für Allergiker, es hat kein Sellerie drin. Also es ist ja meistens überall Sellerie drin. Und da geben wir jetzt auch einen richtig sexy Löffel drin, weil die ist wunderbar. Und jetzt fehlt nur noch das kochige Wasser. Alles gut umrühren und etwa 15 Minuten warten, bis es lang ist. So, nach den 15 Minuten habe ich die Pasta etwa 5-6 Minuten stehen lassen. Und jetzt geht es eigentlich schon ans Anrichten. Einfach hoch. Oh nein, ist ja gleich, haben wir nicht gesehen. Einfach wirklich mit diesen Gewürzen, die man Bock hat, einfach nur ein bisschen abschmecken und servieren. Schaut jetzt das mal an. Pilze, Speck, nein, wirklich richtig sexy, frischen Parmesan. Das ist nicht fertig. Heiß, heiß, heiß. Nein, so gut. Gebt euch den, der ist perfekt. Und ich sage euch, freut euch auf das nächste Rezept. Ich mir nämlich auch schon. Genießt es.